Wir von Schaumann helfen Ihnen bei der Wahl und Montage des für Sie geeigneten Dosiergeräts. Alle Teile befinden sich zum Zeitpunkt der Lieferung im Tank. Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Besprechen Sie mit Ihrem Schaumann-Fachberater die gewünschte Montageposition ab. Die Montagehöhe ist so zu wählen, dass die Serviceklappen vom Rotor oder vom Schwingenkasten nicht behindert werden. Um so wenig wie möglich bohren zu müssen, achten wir jedoch stets darauf, die bereits vorhandenen Löcher am Gerät zu nutzen. Eventuell müssen vom Kunden Flacheisen zur Verfügung gestellt werden. Nach der fixen Montage des Rahmens wird noch einmal überprüft, ob sich die Klappe vollständig öffnen lässt. Bei der Verlegung der Dosierschläuche sollte auf möglichst kurze Wege geachtet werden. Die Fixierung der Düsenhalterung erfolgt jeweils 15 bis 20 cm links und rechts der Deichsel. Gegebenenfalls sind die Abstände anzupassen. Für die Kabelführung zwischen Dosiergerät und Traktorkabine bietet sich in den meisten Fällen der Weg über die Zugdeichsel oder vorhandene Kabelkanäle an. Bei neueren Modellen der verschiedenen Ladewagenhersteller sind bereits Signalausgänge für ein externes Dosiergerät vorhanden. Dadurch kann das Dosiergerät komfortabel über das ladewageneigene Bedienterminal gesteuert werden. Sollte so ein Ausgang nicht vorhanden sein, wird von unserer Seite aus ein Zugschalter zur Verfügung gestellt und verbaut. Nach erfolgter Kabeldurchführung in die Traktorkabine ist nur noch das Bedienterminal mit dem Stecker zu fixieren. Zur Stromversorgung des Dosiergeräts wird traktorseitig eine freie dreipolige Steckdose benötigt. Ist diese nicht vorhanden, kann auch optional gegen Aufpreis ein Kabel von der Traktorbatterie gelegt werden. Sind die genannten Schritte abgeschlossen, kann die Erstinbetriebnahme erfolgen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg im Stall.